Я желаю Кристине здоровья или скорейшего выздоровления и дарю ей корзину свежих фруктов. Ich wünsche Christine Gesundheit oder gute Besserung und schenke ihr einen Korb mit frischem Obst. Ich wünsche Christine Gesundheit, gute Besserung und schenke ihr einen Korb mit frischem Obst. Я желаю Ане Розе и Ахиму вечной любви, хороших нервов и дарю им бутылку шампанского. Ich wünsche Anne Rose und Joachim ewige Liebe, gute Nerven und schenke ihnen eine Flasche Champagner. Ich wünsche Anne Rose und Joachim ewige Liebe, gute Nerven und schenke ihnen eine Flasche Champagner. Я желаю Карлу хороших соседей и дарю ему вазу. Ich wünsche Karl nette Nachbarn und schenke ihm eine Vase. Ich wünsche Karl nette Nachbarn und schenke ihm eine Vase. Я желаю Беате больших успехов и дарю ей плитку шоколада. Ich wünsche Beate viel Erfolg und schenke ihr eine Tafel Schokolade. Ich wünsche Beate viel Erfolg und schenke ihr eine Tafel Schokolade. Я покупаю ему бутылку спиртного. Ich kaufe ihm eine Flasche Schnaps. Ich kaufe ihm eine Flasche Schnaps. Я дарю ему календарь встреч. Ich schenke ihm einen Terminkalender. Ich schenke ihm einen Terminkalender. Я дарю им 2 билета на концерт. Ich schenke ihnen 2 Konzertkarten. Ich schenke ihnen 2 Konzertkarten. Я не куплю ему ничего. Ich kaufe ihm gar nichts. Ich kaufe ihm gar nichts. Я дарю им 50 красных роз. Ich schenke
Ihnen 50 rote Rosen. Ich schenke Ihnen 50 rote Rosen. Я дарю ей сумочку. Ich schenke ihr eine Handtasche. Ich schenke ihr eine Handtasche. Я дарю ему книгу с правилами дорожного движения. Ich schenke ihm ein Buch mit Verkehrsregeln. Ich schenke ihm ein Buch mit Verkehrsregeln. Я покупаю себе чемодан. Ich kaufe mir einen Koffer. Ich kaufe mir einen Koffer. Я давно тебя не видел. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Мне все еще это нравится. Es macht mir noch immer Spaß. Es macht mir noch immer Spaß. Я сейчас дома. Ich bin im Moment zu Hause. Ich bin im Moment zu Hause. Я вышла замуж 2 года назад, и вот уже год, как у меня есть маленький сын. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Я поздравляю тебя. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir. Обратите внимание, данный глагол после себя требует дательный падеж, поэтому местоимение стоит в дательном падеже. Теперь у меня есть собственная квартира. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Мы ходили в одну школу. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Но я по-прежнему хожу на курсы информатики и курсы французского языка. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. Ich besuche aber abends noch
einen Informatikkurs und einen Französischkurs. Вы тоже хотите выучить итальянский? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Wollen Sie auch Italienisch lernen? Дорогой Клаус, спасибо за приглашение. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. Lieber Klaus, ich danke dir für die Einladung. К сожалению, я не могу прийти на твой день рождения. И вы поняли, что это у нас фраза из писем. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen. Ну, тут если дословно смотреть, то есть на твою вечеринку, посвященную дню рождения. Да? Или просто можно сказать на твой день рождения. Мне нужно по работе поехать в Мюнхен. Ich muss beruflich nach München fahren. Ich muss beruflich nach München fahren. Надеюсь, ты простишь меня. Ich hoffe, du verzeihst mir. Ich hoffe, du verzeihst mir. Я желаю тебе приятной вечеринки, хороших гостей и много веселья. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ich wünsche dir eine schöne Party, nette Gäste und viel Spaß. Ирис не смогла прийти вечером. Вчера вечером ей пришлось забирать родителей с вокзала. И здесь у нас модальные глаголы в прошедшем времени претеритум. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Iris konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihre Eltern vom Bahnhof abholen. Мартин не смог прийти вчера вечером, ему нужно было убрать свою квартиру. Martin konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seine Wohnung sauber machen. То есть здесь убрать квартиру, дословно сделать чистой квартиру.
Керстин не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось навещать брата в больнице. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Kerstin konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihren Bruder im Krankenhaus besuchen. Биргит не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось отвезти свою машину в мастерскую. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Birgit konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste ihr Auto in die Werkstatt bringen. Пауль не смог прийти вчера вечером, ему еще нужно было написать 5 электронных писем. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Paul konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste noch 5 E-Mails schreiben. Петр не смог прийти вчера вечером, ему нужно было починить свой компьютер. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Peter konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste seinen Computer reparieren. Макс не смог приехать вчера вечером. Ему пришлось лететь в Рим на деловую поездку, на деловую встречу, простите. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Max konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste zu einer Geschäftsbesprechung nach Rom fliegen. Петра не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было посещать курсы китайского языка. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Petra konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste einen Chinesischkurs besuchen. Хайнер не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было делать домашнее задание по немецкому языку. Хайнер konnte gestern Abend nicht kommen.
Er musste Deutsch Hausaufgaben machen. Einer konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste Deutsch Hausaufgaben machen. Клаудия не смогла прийти вчера вечером, ей нужно было работать над докладом. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Claudia konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste an ihrem Vortrag arbeiten. Здесь обратите внимание, глагол arbeiten имеет управление с предлогом an, работать над чем-либо, над текстом, над докладом, над презентацией. И после этого предлога у нас идет существительное в дательном падеже. Марианна не смогла прийти вчера вечером, ей пришлось пойти поужинать с коллегами. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Marianne konnte gestern Abend nicht kommen. Sie musste mit Kollegen essen gehen. Франц не смог прийти вчера вечером. Ему нужно было подготовить презентацию. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Franz konnte gestern Abend nicht kommen. Er musste eine Präsentation vorbereiten. Он работал финансовым консультантом в банке. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Er hat als Finanzberater bei einer Bank gearbeitet. Он назначил много встреч. Er hat viele Termine vereinbart. Er hat viele Termine vereinbart. Он вел разговоры в банке. Ну, то есть, если человек работает консультантом, то он ведет разговоры с клиентами. In der Bank hat er Gespräche geführt. In der Bank hat er Gespräche geführt. Он писал ежедневно 50 электронных писем. Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. Er hat täglich 50 E-Mails geschrieben. На выходных он играл в гольф. Am Wochenende hat er Golf gespielt. Am Wochenende
hat Golf gespielt? 5 мая 2019 года Карл выиграл турнир. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. Am 5. Mai 2019 hat Karl bei einem Turnier gewonnen. В июле он купил красный кабриолет. Im Juli hat ein rotes Cabrio gekauft. Im Juli hat ein rotes Cabrio gekauft. Летом он поехал в Испанию на кабриолете. Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. Im Sommer ist mit dem Cabrio nach Spanien gefahren. В Испании он пил много вина. In Spanien hat viel Wein getrunken. In Spanien hat viel Wein getrunken. Карл посетил музей современного искусства в Мадриде. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Karl hat ein Museum für moderne Kunst in Madrid besucht. Там он встретил Антонию. Dort hat Antonia getroffen. Dort hat Antonia getroffen. В январе он женился на своей испанской подруге. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Im Januar hat seine spanische Freundin geheiratet. Ты уже ответил на письмо? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Hast du die E-Mail schon beantwortet? Ты уже отменил встречу? Hast du den Termin schon abgesagt? Hast du den Termin schon abgesagt? Ты уже оплатил счет? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Hast du die Rechnung schon bezahlt? Ты уже записался на прием к врачу? Hast du schon einen Termin beim
Arzt vereinbart? Hast du schon einen Termin beim Arzt vereinbart? Ты уже забронировал столик? Hast du schon einen Tisch reserviert? Hast du schon einen Tisch reserviert? Мне срочно нужно назначить с ней встречу. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Ich muss mit ihr dringend einen Termin vereinbaren. Телевизор в моей комнате не работает. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Я хотел бы 2 билета на новый фильм о Джеймсе Бонде. И здесь мы будем использовать самую вежливую форму в немецком языке. Это конъюнктив, когда мы выражаем свои желания. То мы используем глагол haben в форме hätte. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James Bond Film. У меня с ней встреча в 13:30. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Ваш офис на 10-м этаже, комната 582. Вы можете использовать лифт или подняться по лестнице. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. До 10-го этажа я лучше поднимусь на лифте. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. В командировке. Auf Geschäftsreise. Auf Geschäftsreise. Из командировки. Von einer Geschäftsreise. Von einer Geschäftsreise. Командировку. Auf Geschäftsreise.
auf Geschäftsreise. За письменным столом. Am Schreibtisch. Am Schreibtisch. Во время встречи. Bei einem Termin. Bei einem Termin. Со встречи. Von einem Termin. Von einem Termin. Навстречу. Zu einem Termin. Zu einem Termin. На ярмарке. Auf der Messe. Auf der Messe. С ярмарки. Von der Messe. Von der Messe. На ярмарку. Auf die Messe. Auf die Messe. На конференции. In der Konferenz. In der Konferenz. С конференции. Von einer Konferenz. Von einer Konferenz. На конференцию. Auf eine Konferenz. Auf eine Konferenz. У клиентов. Bei den Kunden. Bei den Kunden. От клиентов. Von den Kunden. Von den Kunden. Клиентам. Zu den Kunden. Zu den Kunden. У клиента. Beim Kunden. Beim Kunden. От клиента. Vom Kunden. Vom Kunden. Клиенту. Zum Kunden. Zum Kunden. У начальника. Beim Chef. Beim Chef. От начальника. Vom Chef. Vom Chef. К начальнику. Zum Chef. Zum Chef. В ведомстве. Auf dem Amt. Auf dem Amt. Из ведомства. Два предлога. Vom Amt. Aus dem Amt. Vom Amt. Aus dem Amt. Ведомство. Zum Amt. Zum Amt. Я хотел бы 200 грамм обезжиренного сыра. Ich hätte gerne 200 Gramm fettarmen Käse. В зоопарке у них 34 разных вида птиц. Im Zoo haben sie
34 verschiedene Arten von Vögeln. Im Zoo haben sie 34 verschiedene Arten von Vögeln. Мне не нравится его стиль. Seine Art gefällt mir nicht. Seine Art gefällt mir nicht. Отпраздновать праздник можно по-разному. Или праздновать праздник можно по-разному. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern. Man kann auf unterschiedliche Art und Weise ein Fest feiern. Я прочитал интересную статью. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Мне сегодня нужно пойти к врачу. Ich muss heute zum Arzt. Ich muss heute zum Arzt. Когда ты был у дантиста или у зубного врача? Wann warst du beim Zahnarzt? Wann warst du beim Zahnarzt? Люди бегут и просят убежища. Die Menschen sind auf der Flucht und bitten um Asyl. Die Menschen sind auf der Flucht und bitten um Asyl. Он простужен и не может дышать носом. Er hat eine Erkältung und kann nicht durch die Nase atmen. Er hat eine Erkältung und kann nicht durch die Nase atmen. Пожалуйста, задержите дыхание. Bitte den Atem anhalten. Bitte den Atem anhalten. Я работаю всю неделю, а также должен работать по выходным. Ich arbeite die ganze Woche und muss
auch am Wochenende arbeiten. Ich arbeite die ganze Woche und muss auch am Wochenende arbeiten. Мы поедем в любом случае, даже если идет дождь. Wir fahren auf jeden Fall, auch wenn es regnet. Wir fahren auf jeden Fall, auch wenn es regnet. Поезд только что ушел. Почему ты так поздно? Der Zug ist gerade eben abgefahren. Warum kommst du auch so spät? Der Zug ist gerade eben abgefahren. Warum kommst du auch so spät? Твои очки лежат на столе. Deine Brille liegt auf dem Schreibtisch. На письменном столе. Deine Brille liegt auf dem Schreibtisch. Мои родители живут в деревне. Имеется в виду в сельской местности. Meine Eltern leben auf dem Land. Meine Eltern leben auf dem Land. Вчера мы были на вечеринке. Gestern waren wir auf einer Party. Gestern waren wir auf einer Party. На наше объявление в вечерней газете пока никто не ответил. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Auf unsere Anzeige in der Abendzeitung hat sich noch niemand gemeldet. Как называется это на немецком? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Я уже 2 часа на ногах. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Ich bin schon seit 2 Stunden auf. Поезд в Мюнхене стоит только 20 минут.
Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Der Zug hat in München nur 20 Minuten Aufenthalt. Мы желаем вам приятного пребывания. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Я заметил, что Ханна очень бледная. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Я сдал посылку на почте. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Никогда нельзя сдаваться. Всегда есть надежда. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Где он сейчас? В Мюнхене. В данном случае имеется в виду, где он сейчас остановился. Wo hält er sich gerade auf? In München. Wo hält er sich gerade auf? In München. Могу я вам подержать дверь? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Извините за опоздание, меня задержали. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Просто оставьте бумаги на полу, я их подниму. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf.
Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. У вас должен быть чек в хорошем состоянии. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Снег не прекращается. Es hört nicht auf zu schneien. Es hört nicht auf zu schneien. Когда вы перестанете работать? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Здесь заканчивается главная улица. Hier hört die Hauptstraße auf. Hier hört die Hauptstraße auf. Мне нужно зарядить телефон. Аккумулятор разрядился. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Таблетку растворить в воде. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Ученица внимательно слушала. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Я обращаю ваше внимание на то, что мы закрываемся через полчаса. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Мы приняли Анету в наш клуб. Wir haben Aneta in unseren Verein aufgenommen. Wir haben Aneta in unseren Verein aufgenommen. Я снял фильм в отпуске. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen.
Пожалуйста, тише. Я начинаю запись. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Мне жаль. Наверное, я не обратил внимания. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Я должен остаться дома и смотреть за детьми. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Перед своим отпуском мне обязательно нужно навести порядок на столе. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Меня расстраивает то, что мне снова приходится работать сверхурочно. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss. Спокойно, пожалуйста, не волнуйтесь. Ganz ruhig. Bitte regen Sie sich nicht auf. Ganz ruhig. Bitte regen Sie sich nicht auf. Сегодня у тебя экзамен. Ты уже волнуешься? Heute hast du eine Prüfung. Bist du schon aufgeregt? Heute hast du eine Prüfung. Bist du schon aufgeregt? Можно мне посмотреть ваши фотографии из отпуска? Darf ich eure Urlaubsfotos ansehen? Darf ich eure Urlaubsfotos ansehen? Вчера наша новая соседка разговаривала со мной на лестнице.
Gestern hat mich unsere neue Nachbarin im Treppenhaus angesprochen. Gestern hat mich unsere neue Nachbarin im Treppenhaus angesprochen. Не могли бы вы включить отопление? Können Sie bitte die Heizung anstellen? Können Sie bitte die Heizung anstellen? Мой зять работает в мебельной компании. Mein Schwager ist bei einer Möbelfirma angestellt. Mein Schwager ist bei einer Möbelfirma angestellt. Касса находится впереди. Тебе нужно встать в очередь. Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen. Da vorne ist die Kasse. Du musst dich anstellen. Бруно – сотрудник в туристическом агентстве. Bruno ist Angestellter in einem Reisebüro. Bruno ist Angestellter in einem Reisebüro. Эта работа для меня очень напряженная. Diese Arbeit strengt mich sehr an. Diese Arbeit strengt mich sehr an. Если ты хочешь сдать экзамен, тебе придется больше прилагать усилий. Wenn du die Prüfung schaffen willst, musst du dich mehr anstrengen. Wenn du die Prüfung schaffen willst, musst du dich mehr anstrengen. Я считаю эту работу очень стрессовой. Ich finde diese Arbeit sehr anstrengend. Ich finde diese Arbeit sehr anstrengend. Вы уже заполнили заявку на жилищное пособие?
Haben Sie schon einen Antrag für das Wohngeld ausgefüllt? Haben Sie schon einen Antrag für das Wohngeld ausgefüllt? Эту мазь нужно применять 3 раза в день. Diese Salbe muss man 3-mal am Tag anwenden. Diese Salbe muss man 3-mal am Tag anwenden. На встрече присутствовали все члены. Bei dem Treffen waren alle Mitglieder anwesend. Bei dem Treffen waren alle Mitglieder anwesend. Сара не отвечала на мое письмо уже 3 недели. Sarah hat seit 3 Wochen nicht auf meinen Brief geantwortet. Sarah hat seit 3 Wochen nicht auf meinen Brief geantwortet. К сожалению, я не получил ответа. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Я не буду платить за это. Сначала я хотел бы поговорить со своим адвокатом. Ich werde das nicht bezahlen. Ich möchte zuerst mit meinem Anwalt sprechen. Ich werde das nicht bezahlen. Ich möchte zuerst mit meinem Anwalt sprechen. Если вы припаркуетесь здесь, я сообщу о вас. То есть настучу. Wenn Sie hier parken, zeige ich Sie an. Wenn Sie hier parken, zeige ich Sie an. Я прочитал все объявления, но квартиры слишком дорогие. Ich habe alle Anzeigen gelesen, aber die Wohnungen sind zu teuer.
Ich habe alle Anzeigen gelesen, aber die Wohnungen sind zu teuer. Вам не разрешено парковаться здесь, иначе вы получите штраф. Hier dürfen Sie nicht parken, sonst bekommen Sie eine Anzeige. Hier dürfen Sie nicht parken, sonst bekommen Sie eine Anzeige.